Einen schönen guten Abend und vielmals merci für Ihren Interesse. Wie gesagt, ich habe mir die Meinungsfreiheit aus unserem Wahlprogramm rausgesicht, weil ich der Meinung bin, dass das ein Sujet ist, den extrem sehr gefordert ist. Nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Ich meine, rezent hat man auch bei Corona oder auch bei der Ukraine-Russland-Invasion froh, ob überhaupt noch seine Meinung der frei so draußen. Und das ist effektiv etwas, wo wir beängstigend muss gucken, wie das Ganze sich am Moment entwickelt. Der wir nicht vergessen, das Recht, seine Meinung zu so und Meinung zu haben, können das aus der Europäischen Union, nämlich aus der Menschenrechtskonvention, die auf europäischem Niveau geholt ist, aber wo gesagt ist, das sind Freiheiten, das sind Rechte, die wir haben. Das ist just so, dass dann an dem Text dort dran steht, dass die Länder selber dürfen do Einschränkungen machen. Das heißt, dass sie nicht alles eben so wie gerade vielleicht Lust wird. Lo ist aber so, dass auf europäischem Niveau, und das hat Fernand schon gesagt, mit dem Digital Services Act geguckt wird, wie das eigentlich auf europäischem Niveau zu probieren anzuschränken. Das heißt, eine Freiheit, die wir bislang hatten, national, gibt es europäisch können weiter eingeschränkt gehen. Das heißt, das ist ein Punkt, wo wir absolut nicht wollen. Wir brauchen keine Kammermädchen. Das sind Sachen, wo wir können frei können dezidieren. Und wenn ich etwas garantieren kann, das ist, dass der Meinungsfreiheit wird mit der ADR behalten. Wenn wir uns für etwas ansetzen, dann ist es für eine Meinungsfreiheit. Ich meine, da kann ich sagen, dass das DNA von unserer Partei, aber wenn der die will behalten, 9. Juni als Kreuz zu machen bei der ADR, also nirgends. Vielmals merci.